Aber Vorrat, hallo. Die Saisonziel. Ja, 12:30 war ich dann, glaube ich, zu Hause. Genau, da war ich gerade auch nicht. Also hier am Rathaus gerade laufen und die 10 Kilometer hier, die ich vorgenommen haben wollte, hier nicht werden. Die Kilometerschilder von 1 bis Nummer 9 befinden sich auf der linken Seite. Das war's von mir. Heißt jetzt von 10 bis 0. Ja, ich wünsche allen Läufern für heute Abend viel Erfolg, allen Läuferinnen und Läufern. Ich danke Ihnen allen und euch allen für diese doch rege Teilnahme. Wir haben wesentlich mehr, über 350 Läufer. Ganz herzlichen Dank auch den Auswärtigen. Herzlich willkommen in der Stadt der schönen Giebel und viel Erfolg. So, dann zählen wir runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Applaus. Die Läufer gehen jetzt hier eine kurze kleine Runde, kommen aber nach ca. 1,5 Kilometer hier schon wieder vom Rathaus vorher. Also wenn Sie hier sich am Rathaus aufhalten, können Sie also Viel Applaus, immer gut auf den Geschehen, der für alle, die gerade Er kommt aus Wolfsburg.
hier in der Nachbarschaft. Das Wetter scheint ihm mal kein Problem zu bereiten. Und er ist also Mario Eschen, meine Telefonnummern sollte ich glaube ich nicht sagen. Er fährt den berühmten Besenwagen, auf dem ist er unterwegs. Er ist also hinter dem letzten Läufer oder hinter der letzten Läuferin unterwegs. Er passt auf, dass also niemand auf der Strecke bleibt. Und wie in jedem Jahr ist also auch in diesem Jahr der Siegträger Rote Kreuz ganz aktiv dabei. Und ich sehe auf dem Rückenschild steht Mastolte, also eine Gruppe der DRK Mastolte ist also hier heute dabei, um für Sicherheit zu sorgen, dass also keine Verletzten hier auf der Strecke unterwegs sind. Hans, wenn du nicht etwas schneller fährst, gibst du gleich um mit deinem Fahrrad. Denk dran, das ist ein Verlassfahrzeug. Immer schön in die Kette treten, damit er nicht schief gehen kann. Er weiß also, er hat im letzten Jahr gewonnen, er hat im letzten Jahr sich schon mal einen Gutschein abgeholt vom Linkhotel. Er weiß, wie lecker es da ist und sagt, ich darf das dieses Jahr nicht nehmen. Das nehme ich auch in diesem Jahr mit und fahre mit meiner Liebsten nach Liebberg und lasse mich mit einem 3-Gänge-Menü im Linkhotel verwöhnen. Wir müssen jetzt schon allmählich hier den Zielkanal das ist aber nicht machen. genau. Denn immer Lundström macht nur noch eine nichts, dann machst du nichts. Und der läuft keine Abkürzung, also da passen wir schon genau drauf aus, dass der also auch 10 Kilometer macht. Wir haben jetzt 26 Minuten, die gelaufen worden sind. 9 Minuten zum Mal unter der Dusche steht, also eine Zeit, die also schon wirklich super ist. Und da muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, so in 3,30. Man muss wirklich alles geben, denn das Starterfeld in Riedberg wird immer größer. Wie immer mehr Teilnehmer kommen nach Riedberg, die hier in Riedberg laufen. Und somit natürlich auch die Konkurrenz auf dem ersten Platz immer größer. Das Wetter und die Jahreszeit. Ja, das sind schon wieder 2, ja? Ja, der ist nochmal der Eichspieler, der kommt jetzt hier nochmal vom Markus vorbei. Die ganz akkurate Damen, die Damen hier ziehen das raschelig. Wenn Sie solche Asphaltdörfer hier beobachten können. Nein, das stimmt. Es geht alles auf dem Mann. Jetzt kommt ganz hab ich wieder vergessen. Achso, waren die nicht beide? Achso, nein, der ist Ja, ehrlich, der muss schauen. Der 19 kommt jetzt gerade hier vom Rathaus vorbei. Wir müssen nur noch jetzt auf der letzten Runde sein. Ja, das stimmt. Ja. Im letzten Jahr gewonnen, sie weiß also, wie gut das Essen ist im Rind und das wird sich in dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen. Wir gucken mal weiter Richtung Kolpenhaus. Peter Steffen kommt gerade in Ich habe wieder vergessen. Jetzt hier gerade vorbeikommt, hat sich also bei den Damen auch nichts verändert an der Platzierung. Mareike Wartenhaus also vorbeigelaufen ist, sie sind auf der letzten Runde. Eine Runde haben sie noch zu absolvieren und dann sind sie also schon hier im Ziel angekommen des 4. Riedberger Spark. Weiß ich nicht genau. Oh! Nummer 118 aus Delbrück macht noch eine Runde um Riedberg rum. Gibt hier auch noch mal Wir müssen also weiterlaufen. Hier ist das Ziel. Oh Gott, ich hätte auch nicht. Und das ist Didi. Ich hätte gerade gesagt Didi. Hans Hesselbrunn kommt jetzt hier vorbei. Er begleitet also den letzten Läufer, die auf der
Runde unterwegs sind. Alle anderen Läufer müssen jetzt hier nach rechts raus. Ist der nicht. Der schafft keine 40er-Zeit, glaube ich. 42. Ja, und der ist das letzte Mal mit seinem Arbeitskollegen aus dem Sachverfahren ein paar Mal umgefahren aus der Ecke. Also was heißt ein paar Mal? Zweimal, glaube ich, sind 8 Kilometer, ne? Ja. Der macht das einfach so mal jetzt. 10 Kilometer absolviert habe. Brillante Angelegenheit. Du willst das gegen das Kurs? Nicht ganz so optimal Wetter. Ja. Starten und dann so brillante Zeiten zu absolvieren. Das ist also wirklich eine optimale Leistung. Ja, also so mal anschauen. Aber dann nicht rein Wilson, der kommt noch nicht. Der muss also wirklich fleißig trainieren, um solche Zeiten absolvieren zu können. Aber kalte Finger hier, du. Ja, Alter, wie schnell kann der denn? Ah, da ist Susanne. Ein Jahr. Hey! Nein, das ist doch die, wo geht denn eine Runde her? Das weiß ich auch nicht, das habe ich gerade auch nicht. Also andere hat gesagt, eine kleine und 4. Diesmal läuft wieder nicht auf vorne. Selber vorne. Ich glaube, ich würde so eine Stunde setzen. Eine Stunde ist durch. Boah, das sind aber ganz schön. Ja, 50 Minuten sind gelaufen. 50. Das ist halt immer noch eine tolle Zeit und viele wissen also, okay, bei 50 Minuten da muss ich also noch eine Runde vielleicht rumlaufen. Das kann für mich die richtige Zeit sein. Ja, genau, wenn ihr mit jemandem was ganz viele hat, dann wird man nicht so. Nein. 50 Minuten nicht vorbei. Heute wird sicherlich manch einer auf seinem Ergebnis sehen, das war der Zeit der letzten Jahre, weil er vielleicht hier heute zu früh aus dem Rennen rausgegangen ist. Das ist hier vorne so ein bisschen schwer. Ein Läufer ist mittlerweile auch 50 Minuten und ich denke, im nächsten Jahr ist er auch wieder mit dabei. Auf 51 Minuten ist die Zeit, die also jetzt absolviert ist. Einige Läufer, Hermann Speyer kommt auch an mir vorbei im letzten Jahr mit dem Laufen angefangen, heute in Riedberg dabei, um 10 Kilometer zu laufen. Finde ich eine tolle Angelegenheit. Er läuft heute das erste Mal in Riedberg und ich denke, im nächsten Jahr ist er auch wieder mit dabei. Ich kann das gar nicht. Ich habe die letzten Wochenende immer Glühwein getrunken und den nächsten hier jetzt? Immer noch Läufer hier auf der Strecke, also Vorsicht beim Überqueren.